Movies ein Morstrick. An enger ganz neuer Erledigung. Guck dir am Mer der selber ein Bild daraus. Gleich als weiblich. Se schenkt per Kapschoss ent Lewe kom ze sinn. Pfaff muss nach op Wangerspuren ënner Sicht gin. Den Todeszeitpunkt ass töcht 21 Auer an 3 Auer angetrat. Mehr und außerdem en zertruddelten Abschiedsbrief fand. Here's Johnny. Kill the Batman. My name is Optimus Prime. Get that out of my face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. This is Sparta! Must have the precious. Moviesetmer feiert sei Comeback. Dëske mam Gerson a mam Veronik. Me präsentéieren erst dëse Mount den deutsche Wenkel vum Christoph Wagner. Der Film fängt mit einer Klappe an zwischen zwei Polizisten. Ein davon, den Olivier Faber, wird mir während dem ganzen Film verfolgen und mir nicht lobholen. Wir kriegen relativ frei mit, dass er im Moment an einer Lebenskrise steht. Er ist normalerweise ein ganz guter Flick, aber in dem Moment ist er ein extrem schlechter Trupp, okay, wie es hier war. Die nächste Etappe ist ein Mord. Aber immer geht ein Umbrot, am Anfang wissen wir noch nicht wen, bis den Olivier Tatort kommt. Das ist sein Bruder, den Tom, der auch Polizist war. Den Olivier will auf jeden Fall mordbedätigt sein. Er will rausfinden, wie sein Bruder umgebracht wird. Dabei greift er auf das Telefon Kommissar Haster zurück, den ihm effektiv einen Platz beschert. Während der Enquete tauchen immer mehr Details auf, die den Fall erschweren. Schlussendlich fanden wir heraus, dass den Hastert nicht ganz unbedätigt ist. Der Film ist für eine Lützeburgische Produktion immens gut. Leider habe ich gefunden, dass in verschiedenen Dialogen noch zu viel künstlich geschwärzt wurden und nicht wirklich überzeugend geklungen haben. Technisch gesehen ist im Film nicht auszusetzen. Es sind viele gute Bilder dabei und das ist richtig schön anzugucken. Meiner Meinung nach muss ich den Film für nicht verstoppen. Wenn ihr bedenkt, dass es so ein kleines Budget hat, ist es eine ganz gute Produktion. Die Story ist ganz interessant aufgebaut. Es hat mir wirklich gefallen, wie sich alles entwickelt wird. Viele Verstrickungen sind beikommen, die Komplexität vom Fall beigeholt. Aber ein paar Punkte gibt die Lützeburger Gesellschaft vielleicht ein bisschen an einem zu schrohen Bild durchgestaltet. Es konnte man Friedrich Dürrenmatt seinem Werk, der Richter und sein Henker, ganz viele Parallelen sehen. Obwohl der Film ein paar negative Aspekte hat, wie zum Beispiel der Schluss oder die schwachen Dialoge zwischen den Schauspielern, hat mir aber gut gefallen. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich ihm die Note 7,5. Mir hat der Film auch relativ gut gefallen. Er hat ein paar schwache Momente dran, aber andere waren dafür umso besser. Deswegen kann ich dem Film insgesamt gesehen eine 7,5. Also Fall wird nie aufgeklärt.